Hey Sina! Sina! Sina, bitte! Hey Sina, tu mal die Kopfhörer ab! Spinnst du eigentlich? Also, hallo, kannst du mir doch einfach etwas Sorry, anhören? aber du hörst mir ja nicht zu. Ja, ich bin auch am Saugen. Ja, und an Musik höre ich in einer Lautstärke. Das ist im Fall überhaupt nicht gut für deine Ohren. Deine Kommentare sind nicht gut für meine Laune. Schläft's denn eigentlich? Hey, jetzt finde ich es im Fall nicht mehr lustig. Ich auch nicht, aber du hörst ja nicht zu. Sag, was du willst. Einen sauberen Boden hätte ich gern. Ja, ich bin ja am Saugen. Ja, Schätzchen, aber er wird nicht sauber. Ich bin doch drüber. Jetzt schau mal. Überall Staub. Ja, wegen diesen paar Zentimeter. Super Einstellung. Weißt du was, dann kürze ich einfach 5 Stutz vom Lohn. Sicher nicht, spinnst du eigentlich? Diese 5 Franken. Haha, krass und lustig. Sina, die Welt funktioniert so. Fleiss und harte Arbeit wird belohnt. Ich sage ja, das kapitalistische System ist völlig verkackt. Ja, aber das kapitalistische System hat es dazu gebracht, dass dir so gut geht im Fall. Papi, schau, das Einzige, was wirklich sichergestellt ist, ist, dass die Schere immer grösser wird. Die Reicheren werden immer reicher und die Ärmeren werden immer ärmer. Dann schaust du aber besser, dass du auf der ersten Hälfte bist von der Schere. Sicher nicht, ich streike. Ja, genau. Jetzt kommen noch die Weltverbesserer. Für was streiken? Zuerst wegen dem Klima, dann wegen dem Rassismus und jetzt? Faulheit? Mein Gott, dir passt einfach nicht, dass ich meine eigene Meinung habe. Bist du ein kleiner Diktator oder was? Hey, schläft's dir eigentlich? Wirklich. Oh mein Gott, Entschuldigung, das tut mir jetzt mega leid. Oh nein. Kein Problem. Sie verkaufen die Heftchen. Genau. Ich heiße Salim. Ich bin Sina und ich würde gerne eins kaufen. Wie viel kostet das? 6 Franken. Ich gebe dir 10. Den Rest kannst du behalten. Danke. Du bist nicht zufrieden? Merkt man das gerade? Sagen wir, dein Gesicht hat es erzählt. Ja, mein Papi ist halt gar ein bisschen gestresst und er lässt es an mir aus. Arbeitet er in diesem Reisebüro? Ja, das gehört ihm sogar. Ja, nicht gute Zeit für Reisebüro. Überhaupt nicht. Aber ist das ein Grund, um sich so aufregen? Es gibt einen Spruch, der sagt, wenn jemand dir Böses tut, antworte nicht mit Bösem, sondern überrasche ihn mit Güte. Der Papi sagt immer, der Gescheiter gibt nach, der Esel bleibt stehen. Frage nicht, was andere für dich tun können. Frage, was kannst du für andere tun? Keine Ahnung. Ich könnte mich entschuldigen oder ich könnte ihm einen Kaffee bringen. Er liebt Kaffee. Siehst du? Wenn du die Perspektive änderst, ändern sich die Dinge. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Gleichfalls. Ciao, Sina. Tschüss. So. Hat dir die frische Luft gut da? Die frische Luft und ein Netzgespräch. Das Gespräch? Also, mit wem denn? Kennst du nicht, habe ich zufällig getroffen. Hey, glaubst du, ich würde den Beleg wiederfinden? Jetzt drülle ich dann langsam im Roten, gell? Oh, Entschuldigung. Wir haben eigentlich schon zu. Sie müssten das anderes Mal wiederkommen. Salim, was machst denn du da? Ihr kennt euch. Herr Fehr, ich will keine Reise. Ich bringe Ihnen einen Kaffee. Ein Kaffee? Ein Kaffee. Ja, Sie mögen doch Kaffee. Ja, schon, aber sorry schnell. Sina, kannst du aufklären, wer das ist und warum der mir einen Kaffee bringt? Das ist der Salim und er verkauft draussen die Heftchen. Und vorher habe ich kurz mit ihm geredet. Aber wieso, dass er dir jetzt einen Kaffee bringt? Bruh. Und was heißt Bräh? Ich weiß es nicht. Was, ich weiß es nicht. Du weißt doch, was das heißt. Papi, Bruh heisst, ich weiß es nicht. Sorry, Salim. Das kann ich nicht annehmen. Aber doch, doch. Es ist ein Geschenk.
Ich kann doch jetzt unmöglich ein Geschenk von ihnen annehmen. Wieso nicht? Ja, ganz ehrlich, sie machen jetzt wahrscheinlich auch nicht das grosse Geld mit diesen Heftchen. Und wenn, dann müsste ja ich ihnen etwas schenken. Schliesslich haben sie da mein Puppetier wieder zum Arbeiten gebracht. Herr Fehr, es ist bald Weihnachten. Und es ist doch Tradition, dass man an Weihnachten Geschenke macht. Also nehmen Sie den Kaffee, bevor er kalt ist. Also gut. Aber nehmen Sie doch bitte Platz, dann wollte ich Ihnen auch einen Tee offerieren. Aber nur kurz. Diese Käfte verkaufen sich nicht von alleine. Ja, das versteht sich von allein. Also, etwas verstehe ich noch nicht ganz. Ich meine, dass es Menschen gibt, die sich für andere interessieren. Und gerade sie, die eigentlich genug eigene Sorgen haben. Hat man Sorgen oder macht man sich Sorgen? Ja, es gibt viele Gründe, warum ich nicht zufrieden sein könnte. Der Krieg hat mich aus meiner Heimat vertrieben. Ich musste vieles zurücklassen. Meine Familie, meine Freunde, mein Zuhause, meine Arbeit. Und hier musste ich wieder ganz von vorne anfangen. Aber mit allen Sorgen dieser Welt. Ich könnte es nicht ändern. Genau wie solche Menschen habe ich den Glauben an die Menschlichkeit noch nicht verloren. Sie müssen irgendein Geheimnis haben. Ich meine, wie Sie von Lebensglück strotzen. Herr Fehr, Glück kommt von innen, vom Herzen. Wenn Sie am richtigen Ort suchen, Sie werden finden. Wow. Ich glaube, ich habe in den letzten 5 Minuten gerade mehr gelernt als die vergangenen 40 Jahre von meinem Leben. Danke, Salim. Gerne. Und danke für den Tee. Das ist gern geschehen. Aber jetzt muss ich wirklich weitermachen. Das ist klar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Salim. Tschüss. Sina, machen wir noch fertig? Dann haben wir auch noch Feierabend heute, komm. Ja.